Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig. Wir machen das Ganze jetzt noch einmal. Das Mal holen wir allerdings die Golems zur Hilfe. Dann schmeißen wir auf jeden Fall einen Feuerball hier rein. Dann können wir runtergehen. Und schmeißen noch ein Inferno dort drauf. Und dann ist der Ogre dran. Ja, das sind jetzt die fette Stahlgolems. Und Morrigan sofort die Gruppenheilung. Aber augenblicklich. So, ich muss leider durchs Inferno durch, um zu erkennen, was hier abgeht. Dann auf jeden Fall nochmal ein Feuerball. Weil die kleinen Fische müssen wir so schnell wie möglich eliminieren. So. Ich denke, mit den Golems haben wir das mal auf jeden Fall die bessere Bündnispartner gewählt. Ja, das geht ziemlich fix. Morrigan, wenn möglich, nochmal genau die Gruppenheilung. Gut, das war's mit dem. Und der Rest wird einfach so eliminiert. Bumm. So. Oh, ich habe meine eigene Golems noch umkaue. Also immer drauf, ja. Ich glaube, die schaffen es erst gar nicht bis hierher. Die versuchen zwar das Gesindeviertel zu stürmen, aber die kriegen es nicht hier. Die kommen gar nicht durch. So. Wir machen vor dahinter noch einen Feuerball. Sehr gut. Und da kommt noch ein Ogre hinterher. Okay. Ey, du bleibst auf jeden Fall hier. Ich bin hier noch die letzte Verteidigungslinie. Moment. So. Gott, komm her, du. Na, die wollen halt alle wirklich durch reingehen und drehen dann hier am Tor wieder um. Der Stahlgolem, dem geht's nicht mehr so gut. Heil den mal. Ja, das hat ein bisschen was gebraucht. Und da ist noch ein Sherlock-Schläger. So, sehr gut. Na, das ging doch erheblich besser, oder? Quest aktualisiert. Der General hat hier einen Spiralring bei sich, 5 Geistschaden, naja. Stab der Niedertracht, der ist auch ziemlich schlecht. Und ein mächtiger Lyriumtrank, das kann von Nutze sein. So, die Golems sollen doch mal mit der Elfe zusammen hier das Viertel halten. Das halte ich für ziemlich gut. Dann sprechen wir doch mal möglicherweise noch mit unserer guter Freundin Shiani. You saved many lives here today. Thank you. Please, take this. I pray it helps you in your coming battles. We have to go. May the Maker watch over you. Kein Thema. Okay, Saffron ist aufgestiegen. Mir noch irgendwas Schönes kriegt. Wir müssen noch gucken, was. Bestimmt nicht der Stab der Niedertracht und die zwergische Kriegsaxt aus Viridium. Das Zeug bestimmt auch nicht. Ring der Morgendämmerung, ja. Plus 4 Stärke, minus 1 Klugheit. Ja, komm, das ist doch genau was für Stan. 2 Stärke und Geschick, 2 Stärke, 2 Geschick und 4 Angriff. 4 Stärke. Naja, schade eigentlich. Das ist jetzt nicht so das Tollste. Aber Saffron darf nochmal aufsteigen. Machen wir da Geschicklichkeit auf jeden Fall. Und er darf auch nochmal bei Konstitution noch eine Reihe hauen.
Dann geben wir ihm noch die Fähigkeit Gnadenstoß. Oder der exakte Schlag ist, glaube ich, besser. Okay. Das war dann auch das. Dort mit dem Maß gesinde Viertel kalte und von den 4 Golems ist nur einer gefallen. Das ist doch immer hier, ach was. So. Dann haben wir jetzt alles. Dann fehlt uns ja nur noch der böse, hässliche Erzdämon. Da kommt er auch schon. Ja gut, zum Gesindeviertel können wir jetzt nicht mehr zurückkehren. Das wird von 3 Golems und von dann ein paar arme Elfe unter der Leitung von Shiani kalter. Na dann ab zum Palastviertel. Dalish Elfe und die Golems haben wir jetzt zurückgelost. Aber wie gesagt, das war eigentlich logisch, wenn wir uns so noch zum Palastviertel oder was vorkämpfen. Kommt da irgendeine Begegnung. Und hier ist Verteidigung der Tore. Da können wir erstmal unser Jungs hier nochmal aufsteigen lassen. Er darf auch nochmal Champion machen. Ogren kriegt auf jeden Fall nochmal die nötige Stärke, die er braucht. Er kriegt nochmal Geschicklichkeit. Er kriegt Konsti wie Sau. Ein bisschen Willenskraft vielleicht einfach noch. Und ja, noch 2 Konsti und 2 Stärke. Das kann er noch haben auf jeden Fall. Da kann er die Champion-Fähigkeiten noch lernen. Und ansonsten würde ich ihm einfach noch hier die Fähigkeit noch geben mit 2 Händen. Liliana darf noch Waldläufer lernen, weil ich das recht gut finde, einfach mal so. Dann erhöhen wir ihr Geschicklichkeit auf 42. Sie kriegt noch eine Klugheit von 30. Dann darf sie noch eine Willenskraft haben. Und ihr Konstitution pushen wir auch einfach noch ein bisschen. Dann kriegt sie da noch. Hier. Dann darf sie noch haben. Mitreißendes Lied. Waldläufer darf sie auch noch haben. Ah, du kannst sie dann Kreaturen noch rufen. Okay. Dann darf sie bei Bogenschießen alles noch lernen. Was noch irgendwie wichtig wäre. Alistair darf auch noch ein bisschen in Stärke investieren. Und noch ein bisschen in... naja, Enna noch. In Willenskraft. Dann darf er noch der perfekte Schlag. Und mein guter alter Leverwurst, mein guter Freund, der kriegt hier nochmal 48er Stärke oder 42er Stärke. Er kriegt eine 30er Geschicklichkeit. Klugheit braucht er nicht, er braucht Konstitution. Machen wir auf 26 und dann läuft das. Dann darf er die ganze Dinger noch lernen. Und dann sind wir soweit fertig. Verteidigung der Tore. Die Horde der dunklen Brut erhält Verstärkung. Falls deine Verteidiger nicht entsprechend ausgerüstet sind oder noch Stufen aufsteigen können, solltest du dafür sorgen, dass sie bereit sind, bevor die Angreifer zuschlagen. Eine große Gruppe dunkle Brut bereitet einen Angriff auf die Stadttore vor. Sprich mit dem Armeeoffizier in der Nähe, sobald du bereit bist. Müssen wir ja wohl, ne? Beware! A large group of Darkspawn have broken away from the battle. They're charging this way. They'll be here any minute. Na dann. Legen wir mal los, ne? Erste Mal in den Berserker-Modus. Und dann truffende Wetter, ne? Shale ist da auch noch mit dabei. Ogre Alpha. Der wäre dann doch besser als der Ogren. Von der Ogre Alpha. Na, der rennt aber hier ganz schön rum. Wir könnten die Zwerge gebrauchen hier an der Tore. Ja, komm her. Komm schon, leg dich da endlich mal wieder mal. Komm schon. Na okay, das war's dann mit dem. Wir gehen auf der Gesandte los.
Warum macht Ogren nichts? Verdammt nochmal. Er soll kämpfen. Und weiter auf die. Komm schon. Ja, jetzt sind noch die Zwerge mit dabei. Wir könnten allerdings auch mal Alistair einfach wieder wählen. Ja, wir stellen uns halt fett schon mal in die Tore rein. Und machen alles platt, bevor es überhaupt schon reinkommt. Da ist ein Hurlock Gesandter mal wieder. Oh, da gibt es jetzt aber ordentlich Gerammel hier. An sich müssen wir hier gar nichts machen. Ja, da kommen wieder mehr und mehr und mehr, aber die Verbündete halten hier an sich die ganze Position. Quest aktualisiert. Du hast die Stadttore gesichert, indem du die dunkle Brut dort ausgelöscht hast. Du solltest einen Boten zu Riordan schicken, um ihn über die Lage zu informieren. Der Oger hat noch was bei sich. 4,5 Gold. Lecco mio. Da ist noch ein Bote. Und die Zwerge auch wieder. Shall I send word that the gates are secured? Ja, zumindest vorerst. Right away. Und dann geht's wieder weiter. Ja, weil wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, wir hätten gewonnen, nur weil wir ja, weil wir hier ein bisschen Darkspawn verteidigt haben. Hier ist Riordan. Da ist unser Freund. Wow. Gott, Alter, der Kerl. Ich glaube, das war's dann mit Riordan. Also ich glaube, den Sturz überlebt man nicht so einfach. Aber er hat einen Erzdämon verdammt viel Schade zugefügt. Das war richtig episch. Okay. Was holen wir dann hier dazu? Holen wir doch mal die Magier. Hier sind Hurlocks, alles klar. Ja gut. Dann ab mit dem Magier. Hoffen wir mal, dass die mich nicht enttäuschen. Palastviertel. Wieder ein Oger. Oh, das war volle Kanne ins Nichts. Das war hier so richtig scheiße. So, zumindest Klettzeugs kriegen wir immer weg mit einer Feuerbälle. Oh, das war dann schon ein Kampfmagier weniger jetzt. Aber die lassen es mal gut knistern, die Jungs. So, nix wie weiter. Ne, der hat nichts bei sich mehr gehabt. Okay. Ja, dann waren es nur noch 11 von 12. Und hey, da steht mal wieder einfach eine Truhe so rum. Yes, my friend.
Dann machen wir auf. Ja, Feuerpfeiler. Warum auch nicht? Hätte Liliana besser gebrauchen können an der Tore. Was steht denn hier noch rum? Nach wie vor Hurlocs. Da kommt noch was. Nicht gerade wenig. Oh, das hat wohl leider nur einer erwischt. Schade. Ah ja, das machen die dann noch hervorragend. Dass die ja noch ein paar Feuerbälle schmeißen. Das war dann wieder ein Kampfmagier, wenn nicht, ja? Stan, mein alter Freund. Das sieht nicht gut aus für dir. Vor allem nicht, wenn ich noch hier einen Feuerball hinterher schmeiß. So. Ja, das sind noch ein paar Klenner. Die machen wir allerdings auch noch fertig. Dann nerven die Achenemi von der Seite. Okay, bleibt nur noch der Gesandte. Oder nee, doch noch nicht. Morrigan sollte nochmal Stan heilen. Ich sollte dann doch nochmal hinterher, ja. Saffron, heil dich. Das war knapp. Beinahe jetzt wieder unser gutes Säppel gelegt. Unser gute Verbündete schmeißen nämlich leider mit Feuerbälle um sich, wie Leid auf der Fasnacht mit Gutzler. Das ist nicht so gut. Und komm schon. Morrigan, eine Gruppenheilung wäre gebraucht. Der hat noch ein Dämonensekret bei sich. Das ist dort der königliche Palast. Ja, 2 von meiner 12 Kampfmagier habe ich verloren. Naja, von meinen Golems habe ich nur einer verloren. Von der Zwerge Kenner. Und von der Elfe Achnemand. Naja, da geht's auch noch wohin. Bevor ich das allerdings mache, das sind nämlich auch jede Menge Hurlocs, gehen wir noch in das andere Gebiet hier runter. Da ist nämlich auch noch ein bisschen Darkspawn. Die sollen natürlich verschont werden. Und zwar ein Oger. Oh. Na, das ist natürlich nicht gut. Und diverses anderes ist auch noch mit dabei, ne? Ja, der hält natürlich die Treppe. Ja, das ging ratzfatz jetzt. Gut, gut. Allerdings sind unser Verbündete ziemlich schießwütig. Ja, wie Spaß. Für die Vollständigkeit von der Karte. Gehen wir nochmal hier hin. Aber ja, ich habe nicht gedacht, dass unser Verbündete so schießwütig sind, was Feuerbälle angeht. Das ist dann doch etwas heftig. Aber sie sind eine ganz gute, stoßfertige Truppe. Das muss man dann lassen. Trotzdem ist es mal lieber, wenn man nur einen Magier hen und ja, der macht das gezielt. Königlicher Palast. Da kommen wir nicht rein in den königlichen Palast. Können wir uns in die Hohe schmieren. Allerdings geht es vielleicht von dort aus noch vor Drakon direkt. Na, es erhebt sich ja direkt eigentlich schon dahin. Ja, Watch Out ist natürlich nicht so gut. Du hilfst mal da dabei. Und wir machen hier ein fettes Inferno. Das erledigt nämlich das Meister von Denner. Und da hinten hier kommt noch ein Feuerball. Bumm. Dann sind nur noch die etwas stärkere Gegner dran.
paar Kreischer sind auch noch mit von der Partie. Eine Gruppenheilung einfach mal auf Nummer sicher. Wir machen noch einen Flammestoß in die Richtung. Das trifft immer der Richtige hier. So. Und die paar Darkspawn dort hinten noch. Da wachsen wieder ein paar noch. Oh, Seppel hat es auch wieder erwischt. Und da ist noch einer. Okay, du geht's dann auch direkt noch vor Drakon, wirklich. So, Seppel, komm mal nur her. Und du machst wieder die reinigende Aura. Das erspart uns diese lästige Verletzungsausrüstung. Okay. Dann haben wir insgesamt 3 Magier verloren. Und die können jetzt sehr gern das Ganze halten, während wir vor Drakon stürmen. Jo. Es sei denn, es wird nochmal irgendwas bei der Stadttore gemacht. Es sieht aber aus, als wären die erstmal gesichert. Okay, da haben sie sich verbarrikadiert. Die Säcke. Gleich mal hier der Feuerball drauf. Dann werden wir nämlich von der Seite einfach beschossen. Dann machen wir einen Schneesturm auf die Seite. Seppel, dich will ich dann dort nicht. Der Drachenknecht, Anna. So, was können die dort haben? Wisst der Teufel, was ein Drachenknecht ist, aber es klingt mal lustig. Heilmoll. Wahrscheinlich einfach nur ein verdorbener Drache, ne? Zwar kein verdorbener alter Drache, da wäre so ein Erzdämon, aber auf jeden Fall ein verdorbener Drache. So, da stehen schon die Overgoscher rum. Ja, haben uns auch schon bemerkt, da kommt da schon der Drachenknecht wieder runter. Okay. Dann für euch 3. Dürft ihr mal ein bisschen tanzen für mich. Verflixt. Die müssen sich wieder so heilen. Aber cool sieht es schon aus. Und ich glaube, ich gehe nochmal auf den... kann ich dort 2 erwischen? Eher nett, ne? Dann hau ich den Genlock nochmal um mit der Stellfaust. Und ich selber könnte, glaube ich, auch ganz gut noch so einen schwachen Wundumschlag gebrauchen. Und Stan könnte sich mal so einen starken Knight zwitschern. Okay, dann stehen wir noch vorm Drachenknecht. Oh, das hat mich dann zerfetzt. Okay, Morrigan, du brauchst mal einen mächtigen Lyrium-Trank, so viel steht fest. Und dann möchte ich eine Wiederbelebung. Stan hat sich um den schon gekümmert. Der hat noch einen Saphir bei sich gehabt, der Ender. Dann Stan. Ja, gehen wir halt erstmal auf die los. Ich mag noch auf den da hin. Schwache Lyrium-Trank dürfte ausreichen, um hier einen Feuerball hinzuschleudern. Sofort Heiler. Sofort Heiler. Oder Gruppenheilung. Und du machst hier noch. Sofort. Von der Wetter. Ja, also wie es aussieht, hätten die sich hier ziemlich gut eingenistet, die Darkspawn. Bleibt nur noch der hier dahinter.
Boah, scheiße. Okay, müssen wir halt so kämpfen jetzt. Bleibt dir nichts anderes übrig. Wenn ich erstmal wieder keine Magie habe, muss ich das so beenden. Du bitte einmal die Gruppenheilung wieder. Und dann bleibt nur noch der. Dann sind die Tore von Fort Drakon aber erstmal gestürmt. Okay. Weil der Erzdämon, der ist ja eigentlich auf der Turm, auf der höchste Turm von Fort Draco gestürzt. Von daher müssen wir jetzt natürlich an das Ganze vorstürmen. Das wird aber eher was wir dann in der nächsten Episode machen. Das wird dann höchstwahrscheinlich auch die letzte Episode. So. Ja, der hat auch noch ein bisschen was. Aber vor 4 Minuten widmen wir uns noch ein bisschen Fort Draco. Und gehen Morei. Beziehungsweise 3 Minuten noch. So, also ein bisschen können wir auf jeden Fall noch machen. Und die nächste Episode, schätze ich mal, wird der letzte dann erfolgfrei geschaltet Verteidiger. Weil wir halt da gegen den Erzdämon kämpfen. Alter Falter, was ein Gemetzel. Ja, ich erinnere mich noch an Fort Draco. Oder Drakon. Aber, wie es aussieht, hat die Wachmannschaft das einfach nicht überlebt, dass die dunkle Brut hier gestürmt hat. Ah ne, Quatsch, stopp. Brauchen wir das Seppel davor, der es aufmacht? Du lässt mal sein. Ja, nehmen wir trotzdem mit, auch wenn es Müll ist. Alter Falter, aber auch Darkspawn-Leiche liegen hier noch mit dabei, nicht nur Menschen. Okay. Wir kümmern uns hier um alles. Na toll. Ach, die Frau erschlache die Priesterinnen. Bücherstapel. Leeres Pergament. Auch wenn ich kein Fan von Kerch bin, aber wehrlose Abschnetzeln, das ist immer so ziemlich widerliche Sache. Aber Darkspawn ist ja halt seelenlos. Die machen ja nur das, was der Erzdämon sagt. Und der will halt in seiner Verderbnis nichts anderes als rasende Rache und Gemetzel. Wobei Rache ist eigentlich falsch. Ich meine, das war ja mal ein uralter Drache und ein Tewintergott. Oh, ich wittere sehr Übles hier in der Haupthalle. Was Größeres eventuell. Ja, da kommt schon was. Ah, das sind Shutter. Na gut, na gut. Der ist ein bisschen Dämon. Oh, ich habe gedacht, die kommen jetzt hergeschissen, aber na gut. Da wollte ich mal planen. Dann habe ich das zu früh gemacht. Aber ich meine, ist klar, im Erzdämon steht natürlich nicht nur die Darkspawn zur Verfügung, sondern natürlich auch das, was in der Traumwelt unterwegs ist. Und somit auch Dämonen bzw. Shutter. So. Und noch ein Genlock-Beschwörer ist hier. Ja, und den kümmern wir uns auch noch gleich. Das ist sogar ein Boss. Stan, was machst denn du für komisches Zeug? Und das dürften wir gleich erledigt haben. Jo. Es wundert mich einfach nur, dass Genlocks zur Magie fähig sind, wenn die eigentlich aus Zwerge entstehen, die nicht magiefähig sind. Naja. Müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Ist einfach so. Verzaubererroben aus Tewinter. Okay, und ein Smaragd hat er noch dabei. Und da würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut und wir sehen uns dann übermorgen zu der nächsten und vielleicht letzten Episode von Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Machen's gut bis du hier. Ayan Yankee.